Also euer Jahresmotto mit volle Kanne, das spricht mich natürlich sofort an. Und Weihnachten und Krippe hat gar nichts zu tun mit Stille Nacht und Heilige Nacht. Also ich ziehe jetzt gerade die Fahne mal auf, hat gar nichts zu tun mit Besinnlichkeit und Harmonie und Schönsein und alles ist so wunderbar. Und ihr wisst selber, was das für ein Stress ist, das irgendwie so nichts bringe oder so. Und ich werde das gleich zeigen auch, wo Jesus geboren wurde, da war gar nichts mit Stille Nacht und Heilige Nacht. Und von daher würde ich gerne mal das nicht kritisieren, Stille Nacht und Heilige Nacht, aber mal noch so einen ganz anderen Blickwinkel zeigen. Denn volle Kanne fährt Gott ein in dem Kuhdorf Bethlehem. Und das hat mit der Menge der himmlischen Heerscharen und mit der Offenbarung des Herrn, der Heerscharen, zu tun. Also da in Bethlehem, da geht die Post ab. Und das würde ich gerne heute Morgen kurz zeigen und auch deutlich machen, dass wir die sind, die davon profitieren, von dieser turbulenten, angeblich stillen, aber heiligen Nacht. Ich lese jetzt mal einen Teil der sogenannten Weihnachtsgeschichte und das möchte ich hier auch gerade mal schon noch sagen. Ich habe mir das völlig abgewöhnt, von den Geschichten in der Bibel zu reden und von der Weihnachtsgeschichte. Denn es sind keine Geschichten, sondern es sind Berichte. Es sind Tatsachen, es sind Fakten, keine Fake News, ein Wort, das ja in aller Munde ist, sondern Tatsachen. Also in Jesus Christus wurde Gott hineingeboren in unsere Welt, ist Mensch geworden. Und alles sind Fakten, was hier in diesem Kraftwort enthalten ist. Und das ist mir so ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, einige von euch sind sicherlich auch immer wieder interessiert und offen und sensibel für, wie wir so sagen, evangelistische Kontakte, zu schauen, kann ich irgendwo ins Gespräch kommen mit noch nicht glaubenden Zeitgenossen. Und da hört man ja dann auch immer wieder mal, ja, all die Geschichten in der Bibel. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist gut für Sonntagsschule oder Kids-Treff und für Kinder und für alte Leute, die Geschichten. Und es ist alles so tröstlich und alles so schön und alles so nett. Aber es geht um Tatsachen, es geht um Fakten. Also leider, Gott sei es geklagt, sind wir als Christinnen und Christen manchmal die Letzten, die das wissen, dass es hier um Fakten geht. Und Fakten muss man nicht zuallererst glauben, sondern überhaupt mal zur Kenntnis nehmen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, mein Herz auch für diesen Jesus Christus, den an Weihnachten Geborenen, aber auch den Gekreuzigten und den Auferstandenen und den, der zu Rechten Gottes sitzt und von dort regiert, wenn ich das in meinem Leben sich entfalten lasse, wenn ich die Hand reiche, diesem Jesus Christus, das nennt die Heilige Schrift Glauben. Und Glauben heißt greifen nach dem, was da ist oder wer da ist. So, das war mir jetzt einfach mal wichtig, um jetzt auch deutlich zu machen, dass dieser Weihnachtsbericht voller Dramatik ist, weil es geht hier um Tatsachen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei den Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch
ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und an folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal, also merkt ihr, spürt ihr ganz kurz, muss ich das kurz betonen, spürt ihr diese Dramatik? Mit einem Mal, also plötzlich, waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, die himmlischen Heerscharen. Das sind die himmlischen Soldaten, so muss man es einfach deutsch und deutlich wirklich sagen. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für alle Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Hä? Frieden auf Erden? Ich habe euch 6 Schlagzeilen vom gerade vergangenen Donnerstag mitgebracht. Frau 34 ersticht Partner 69 an Heiligabend in Henau, St. Gallen. Dieser General wütete in Assads Horrorknast. Russland soll auf Flugzeug geschossen und Notlandung verwehrt haben. Krebs bei Skilegende. Russi über Columbines Erkrankung. Taxi fährt in New York in Menschenmenge. Mann von mehreren Unbekannten in Zürich angegriffen, schwer verletzt. Frieden auf Erde. Und hier könntest du jetzt allenfalls eine Schlagzeile aus deinem ganz persönlichen Erleben vielleicht noch ergänzen. Vielleicht auch 2 Schlagzeilen, je nachdem. Also diese Liste ist, Gott sei es geklagt, nicht abschließend. Und der Engel sagt hier, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde. Und deswegen nochmal, nichts mit Stille Nacht. Quatsch. Es ist eigentlich auch nur das Lied, das wir kennen, wo wir immer das Gefühl haben, Heiligabend und oh, und alles so toll und harmonisch und alle müssen auf Besinnlichkeit einmachen und so weiter. Gar nichts da. Also die Welt damals war genauso, wie sie heute ist. Und in diese Welt von eben nicht oder noch nicht so Frieden, wie der Engel das angekündigt hat, in diese Welt hinein kracht's und knallt's an Weihnachten in Bethlehem. Also ich lade euch ein, das mal an euch ranzulassen und das förmlich auch ein Stück weit nachzuspüren. Das sind die Realitäten. Das sind die sichtbaren Realitäten, aber auch die Realitäten in der unsichtbaren Welt. Es knallt und klopft und tätscht da an diesem Bethlehem. Also ich lade euch ein, legt mal den Schleier vor euren Augen, nehmt ihn mal weg und schaut mal wirklich hin, wie es wirklich war und wie es auch heute ist. In diese Welt hinein kracht's und knallt's, weil Jesus Christus geboren wird. Klopft Gott etwa höflich an? Das ist auch so eine Theorie. Und damit vermenschlichen wir Gott unglaublich. Aber er fahrt manchmal drie, dass einem Hören und Sehen vergeht. Und alle irgendwie auch reagieren mit, ich habe Angst, ich fürchte mich. Also jemand hat das angeblich mal gezählt. Angeblich, ich habe es nicht nachgezählt. 365 Mal heißt es in der Heiligen Schrift, fürchtet euch nicht. Aber wäre natürlich toll, 365 Mal, einmal für jeden Tag
im Jahr. Wir wissen gar nicht, was wir brauchen. Und deswegen fährt Gott ein. Und ich werde dazu gleich noch ein paar Sachen sagen. Aber in welche Situation fährt Gott ein? Und da gibt es eine ganz, ganz bewegende Stelle im Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 4. Wir waren früher unverständig und ungehorsam, sagt der Paulus hier. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Und jetzt klopft's in Vers 4. Aber dann erschien. Also das ist wieder Drama. Also vielleicht könnt ihr es ein bisschen spüren. Aber dann erschien. Also ein Aber, ein Kontrapunkt, was ganz anderes. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, nicht um uns hinterm Ohr zu kraulen, uns gut zuzureden, sondern da erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Und deswegen fahrt Gott in den Bethlehem. Wegen unserer Rettung. Weil es uns, der ganzen Welt und auch bis heute hundsverschissen geht. Und wir und die Menschen, für die er der Retter ist und sein will und das zeigen möchte, das sind seine Geschöpfe, die er über alles liebt. Und irgendwie kann er sich dann nicht so ein bisschen im Reißverschluss verfahren, so ganz ein bisschen zeigen und so und sagen, hallo, ich bin auch noch hier, tut mir doch bitte eine Freude, indem ihr euch mir zuwendet. Er fährt ein, weil er das Übel an der Wurzel ergreifen will. Und deswegen heißt es jetzt hier, wo da dieser Engel des Herrn auftritt, gegenüber den Hirten, da muss man sich mal vorstellen, also die Hirten, das war der Abschaum der Gesellschaft. Die wohnten draußen auf den Feldern, irgendwie, ich weiß auch nicht, in irgendeinem so einem Maiensäß, würde ich jetzt fast sagen, in irgendeinem kleinen Stall oder was, aber nicht in der Stadt. Und sie werden wertgeschätzt, privilegiert, dass der Engel des Herrn ihnen erscheint. So, und jetzt ganz kurz Klammer auf, weil es gibt ja mehr in der Heiligen Schrift als dieser Bericht über die Hirten auf dem Feld und Bethlehem und so weiter und so fort. Der Engel des Herrn, also das ist was höchst Spektakuläres und Spannendes. Also wenn ihr mal in eurem Bibelstudium euch mal da so hinterklemmen wollt und nur mal den Engel des Herrn, der Engel des Herrn, den mal zu verfolgen, im Alten Testament, im Neuen Testament, also euch werden die Augen aufgehen. Und man sagt und denkt, so Auslegende von der Heiligen Schrift, der Engel des Herrn steht für Jesus Christus. Das ist eine stehende Redewendung, der Engel des Herrn. Also unglaublich spannend. Und jetzt kommt noch was, das muss ich jetzt auch hier schon mal gerade noch einfügen. Da stehen wir immer wieder Kopf. Aber wir haben es ja mit der Heiligen Schrift zu tun. Das ist das Wort Gottes, inspiriert vom lebendigen Gott. Und das ist das Krasse. Bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Und deswegen, wenn hier der Engel des Herrn erscheint mit höchster Wahrscheinlichkeit den Hirten Jesus Christus. Und gleichzeitig liegt er als Babyli in der Krippe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und der Herr der Heerscharen, um den es hier heute Morgen inhaltlich so fokussiert auch geht, der Herr der Heerscharen, das ist ja, also wenn ihr das lest, da gibt es auch tolle Lieder über Jahwe Sebaot, also Jahwe Zebaoth.
das ist der Herr der Heerscharen. Und der macht sich hier offenbar. Die Menge der himmlischen Heerscharen ist da, die Menge der himmlischen Soldaten. Und gleichzeitig liegt der Herr der Heerscharen auch in der Krippe. Also das soll mal einer verstehen. Aber wunderbar, es sind alles Fakten. Man muss es nicht mit unserem griechischen Denken, aber damit will ich euch jetzt nicht weiter stressen. Also griechisches Denken und hebräisches Denken. Also wer sich da mal schlau machen will, also gerade bei Dr. Google mal hebräisches Denken eingeben, also da wirst du staunen. Die Heilige Schrift muss man mit hebräischem Denken verstehen und nicht mit griechischem, logischem, linearem Denken. So, Entschuldigung, das war so ein ganz kleiner Abstecher in die Theologie, aber ist nicht weit, also, naja, es ist für euch so kompliziert wie für mich auch. Aber es wäre mal spannend, sich da so hinein zu vertiefen. Also, jetzt kann man sich ja fragen, warum geht das eigentlich dermaßen militant zu und her? Und jetzt kommt es wieder. In der stillen Nacht. Oder? Die Hirten mit ihren Schäfli. So bin ich ja auch aufgewachsen. Das ist alles so herzig. Oder? Die Hirten mit ihren Schäfli und so. Und wie die da sind und alle sich so lagern. Und ja, und wir gehen jetzt auch und so. Also man denkt ja gar nichts. Aber mit der Menge der himmlischen Heerscharen lässt der lebendige Gott, der Herr der Heerscharen, seine himmlischen Soldaten auffahren. Also das muss man sich mal überlegen, was ist denn da los in dem Kaff? Das war echt ein Kaff. Das war ein Kuhdorf, dieses Bethlehem. Da war nichts mit Glorienschein und so weiter. Und der Josef ist da mit Maria nur hingezogen, weil das die Stadt vom David war, so die Herkunftsstadt, also der Heimatort, würden wir als Schweizer sagen. Und deswegen musste er dorthin, wegen den Steuerlisten, wo er sich ja auch eintragen lassen musste. Deswegen ist er da gelandet, am Arm der Welt. Und da erscheint die Menge der himmlischen Heerscharen. Und was hier passiert ist, das Reich Gottes bricht ein in das Reich dieser Welt. Das Reich des Lichts bricht hinein in das Reich der Finsternis. Und ja, wenn ihr das vielleicht bitte mal mitnehmen würdet, so dass das Reich Gottes jetzt mit Bethlehem im Anbruch begriffen ist, dann habt ihr eigentlich den Schlüssel, um die Evangelien zu verstehen. Denn was in den Evangelien alles passiert, es ist alles Vorgeschmack von dem, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes und seine Heerscharen gehören dazu, dass das Reich Gottes jetzt dabei ist, über die Schwelle zu treten. Das ist der Schlüssel in den Evangelien. Und alles, was Jesus tut und zeigt, sind Zeichen für diesen angebrochenen Herrschaftswechsel. Und das ist der Grund dafür, dass der Herr der Heerscharen jetzt dort in dem Bethlehem einfährt und die gesamte Situation überwacht. Denn dort bricht Gottes Herrschaft, Gottes befreiende Herrschaft. Das ist ein Akt der Macht, was hier passiert, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus und mit dem Kommen von Jesus Christus beginnen die Uhren anders zu ticken. So, und jetzt könnten wir x Beispiele in dem Neuen Testament, also in den Evangelien, auch so als Beispiele kurz zeigen. All die Kostproben. Und immer wieder stellt Jesus Christus seine Macht unter Beweis. Und ihr wisst das, die Antrittspredigt von Jesus Christus,
Es gibt 2 Antrittspredigten. Die eine Antrittspredigt ist ganz, ganz kurz. Die Antrittspredigt des Königs des Reiches Gottes in dieser Welt. Die eine Antrittspredigt lautet, kehrt um. Und zwar nicht deswegen, damit auch ihr Sinn im Leben erfahrt. Jesus sagt auch nicht, kehrt um, damit ihr Sündenvergebung erfahrt, sondern kehrt um, denn Gottes Reich ist jetzt im Anbrechen. Und darauf sich einstellen, das sage ich bis heute auch. Also ein Satz, was heißt evangelistisches Engagement? Das ist das Angebot. Wie wäre es mit einem Stück Himmel? Wie wäre es mit einem Stück Reich Gottes in deinem Leben? Das erleben Menschen, die hier und heute auch ihr Leben für den lebendigen Jesus Christus öffnen. Das ist die eine Antrittspredigt. Und die andere Antrittspredigt lautet, der Geist des Herrn, also die Antrittspredigt von Jesus, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, sagt Jesus, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, dem Blinden, dass sie sehend werden. Dem Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Also der Herr der Heerscharen auf dem Feld in der Nähe von Bethlehem, den Hirten gegenüber, der Herr der Heerscharen zeigt seine Macht und signalisiert, ich habe alles im Griff. Und er signalisiert das nicht nur Menschen, sondern auch der ganzen Welt der Finsternis gegenüber. Alle müssen wissen, jetzt sind die Machtverhältnisse dabei, sich zu verändern. Wer hat das eigentlich gemerkt? Hier jetzt, in dieser Episode in Bethlehem, wo es um Weihnachten geht. Hat der Wirt das gemerkt? Nee. Brett vom Kopf. Der war absorbiert von seinen Herrschaften, die er in seiner Pension untergebracht hat. Der hat keinen Raum gehabt für Maria und Josef und das zu gebärende Jesuskind. Der Wirt hat nichts gemerkt. Der hat noch im Hinterhof ein klein bisschen Platz gehabt. Wir sagen dem Stall. Ja, und der Wirt ist eine ganz bemerkenswerte Person. Der sagt nicht ja und der sagt auch nicht nein. Typisch religiös. Also der Wirt, finde ich, ist so wie alle meisten Zeitgenossen um uns herum. Ein bisschen Religiosität. Nicht Jesus einladen, aber auch nicht sagen, nee, ich bin ja gar nicht religiös. Ein bisschen Religiosität kann ja auch nicht schaden. Der Wirt merkt nichts. Der pennt in seiner Pension, kriegt nichts mit. Dabei hätte er einer sein können, den man noch mit Namen kennt. Denn in seiner Pension kommt der König des Reiches Gottes zur Welt. Aber nein, hinten, im Hinterhof, im Stall. Der Wirt hat nichts gemerkt. Hat Herodes was gemerkt? Ja, die Magier kamen da ja beim Herodes vorbei und wollten wissen, wo müssen wir jetzt ganz genau hin. Der Herodes, der hat nur Panik geschoben. Ich habe mir so überlegt, wie wäre das vielleicht gewesen, wenn Herodes, der ja auch Jude war, wenn Herodes den neugeborenen Jesus Christus willkommen geheißen hätte und ihn nicht als tödlichen Konkurrenten eingeschätzt hätte. Das wäre ein ganz spannendes Duo gewesen. Stelle ich mir so vor. Aber Herodes
war voll den Mächten der Finsternis verpflichtet. Er ließ ja dann den Tod ausrufen für alle Erstgeborenen in dieser Zeit, damit dann auch dieses gefährliche Kind in der Krippe dran glauben muss. Wahnsinnig. Herodes auch, kriegt nichts mit. Und die Hirten, ja, die checken es. Also es ist sehr bewegend, wie die Hirten reagieren. Sie sagten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Und sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten. Merkt übrigens nichts mit Besinnlichkeit und so, sondern Aufbruch. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Die werden von Mut erfüllt und Freude und werden eigentlich so die ersten Evangelisten, da auch in diesem Bethlehem. Haben es die Magier, die angeblichen 3 heiligen Könige, haben die was gemerkt? Ja, das ist sehr bemerkenswert. Das waren ja Magier, das waren Astrologen, also die mit Sterndeutung und die sich mit dem Schicksal beschäftigt haben und so weiter. Und die haben diesen Stern gesehen und die machen sich auf. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Männer, die mit den Mächten der Finsternis kooperieren. Also wir würden sagen, das sind Esoteriker gewesen. 3 Magier. Und die, ich glaube, die wussten gar nicht, was los ist. Die fangen an, die wissen, dieser Stern, der sich in Bewegung setzt, das ist irgendwas Geheimnisvolles, was Spezielles. Und die wissen gar nicht, dass sie sich aufmachen zu dem, der sie besiegen wird. An Karfreitag, da war ja 3 Stunden Finsternis und alle Mächte der Finsternis haben gedacht, den Jesus haben wir um die Ecke gebracht, aber denkst du, nachher kam Ostermorgen. Das ist die Niederlage einer ganzen finsteren Welt von Satan und seinen Helfern, den Dämonen. Und zudem machen sich diese 3 Magier auf. Die wissen gar nicht, was ihnen passiert und fallen noch nieder vor Jesus. Also wir sind eine total verkehrte Welt hier, aber göttlich verkehrte Welt. Und wir tun gut daran, da auch mal unser Denken, unseren Blickwechsel, unsere Blicke zu verändern, zum wirklich begreifen, was hier eigentlich genau passiert und was hier los ist. Und haben es die Dämonen in der unsichtbaren, finsteren Welt gemerkt? Das mit Jesus? Die haben es gemerkt. Und es hat sie geschüttelt. Und wenn wir die weitere Geschichte von Jesus Christus in den Evangelien auch anschauen, Jesus sagt zum Beispiel zu den Menschen, die das beobachten, daran, dass ich Dämonen befehle, auszufahren aus dem Leben von Menschen, seht ihr ja, und jetzt ist wieder spannend, seht ihr ja, dass das Reich Gottes dabei ist, anzubrechen. Versteht ihr die Zusammenhänge? Also Jesus kommt immer als Repräsentant vom Reich Gottes. Er ist König des Reiches Gottes und macht den Dämonen Garaus. Und die schieben Panik und fragen Jesus, was willst du von uns? Oder möchten dann gerne irgendwo einen Ruheplatz haben. Aber Jesus gibt ihnen den nicht. Also die ganze finstere Welt, sagt ja auch Jakobus mal an einer Stelle, die Dämonen glauben, dass da ein lebendiger Gott ist. Und was ist mit euch? Versteht ihr, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Mahnung auch für uns alle. Und jetzt ist die Frage auch,
merken denn wir, was da eigentlich vor sich gegangen ist in der Krippe? Oder sind wir immer noch diesem traditionellen Advents- und Weihnachtsdenken verhaftet, wo wir eigentlich nur von Kultur umgeben sind und, Entschuldigung, und von Konsum und Kerzenlicht und stille Nacht und heilige Nacht? Ich lade euch ein, mindestens mal eine andere Sichtweise auch wirklich zuzulassen im Blick auf diese Zeit. So, und was heißt es jetzt für uns? Das Kind in der Krippe, das Auffahren der Mächte, das Auffahren des Herrn, der Heerscharen, das Auftreten der himmlischen Soldaten dort in Bethlehem, die Geburt vom König des Reiches Gottes. Von einem profitieren wir auf jeden Fall, nämlich vom Frieden mit Gott. Wer sein Leben für diesen Jesus Christus öffnet, der erlebt Frieden mit Gott. Und die Feindschaft zwischen uns und Gott ist aus dem Weg geschafft. Fantastisch, großartig. Und im Kontakt mit dem Herrn der Heerscharen, und jetzt, das ist der lebendige Gott, das ist das Kind in der Krippe, das ist Jesus Christus. Also ihr merkt, bei Gott gibt es keinen Raum und Zeit, das ist alles gleichzeitig. Im Kontakt zum Herrn der Heerscharen kann unser Leben gelingen. Und das ist die ganz, ganz, ganz große Chance. Die Kraft des Herrn der Heerscharen ist stärker als Angst und alle Mächte des Todes. Und auch keine Krankheit kann das neue Leben niederhalten und kein Frust dieses Leben auslöschen. Und was ich ganz, ganz toll finde auch, ewige Sicherheit und Gewissheit, weil ich und wir wissen, wohin wir gehören und wem wir gehören. Das ist mal mehr oder weniger erfahrbar und erlebbar, aber das möchte ich euch gerne bewusst machen. Aber ich möchte deutlich sagen, es ist leider, Gott sei es geklagt, noch längst nicht alles himmlisch. Unter diese Zusage, Friede, dieser propagierte Friede da von den Engeln, ja, viele Kostproben und viele Situationen, wo ich dann auch denke, oh meine Güte, bitte Herr, etwas mehr. Könntest du etwas mehr Kostproben schenken? Und ich glaube, das ist wichtig. Wir sind Söhne und Töchter Gottes durch Jesus Christus geworden, wenn wir ihn in unser Leben eingeladen haben und er in unserem Leben wirklich die Führung auch hat. Halleluja. Wir sind Söhne und Töchter vom lebendigen Gott und trotzdem sind wir immer wieder auch in Zerreißproben drin. Und hier möchte ich euch jetzt zu guter Letzt am Schluss hier meiner Predigt also ganz, 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 ganz viel Mut machen. Unsere Realität ist spannungsvoll. Wir sind in Zerreißproben, manchmal zweifle ich und manchmal bin ich richtig begeistert auch über Jesus Christus, weil ich auch sein Handeln gesehen habe. Und manchmal bin ich dann auch wieder enttäuscht, dieses Hin und Her. Das ist spannungsvoll, aber unsere Realität ist auch kraftvoll. Und da finde ich, gibt es eine Aussage von Paulus, die ich gerne lesen möchte. Eine Aussage von Paulus, wo ich dann wieder finde, wow, da läuft so vieles zusammen und hilft mir auch in meinem Leben. Nämlich, das ist Römer 8, Verse 37 bis 39. Wo Paulus sagt, er beschreibt vorher Höhen und Tiefen, vor allem viele Tiefen, durch die er immer wieder gehen muss. Und dann sagt Paulus, mitten in all dem, mittendrin, triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Und das ist der Herr
der Heerscharen. Das ist Jesus Christus. Und dieses Triumphieren als Sieger, spürt ihr, das hat wieder mit diesen Heerscharen zu tun. Das hat mit Siegen und Unterliegen zu tun. Also das hat mit Kampf zu tun. Und deswegen finde ich diese Stelle immer wieder so total bewegend. Mitten in all dem triumphieren wir als Sieger. Mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Und dann sagt der Paulus weiter, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Jetzt kommt es wieder. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, das ist Hammer. Und ich finde, mit dieser Aussage kann man vielleicht in diesen Spannungen auch leben und manchmal auch überleben. Genau, ihr wisst, ich sage nie Amen nach meiner Predigt, kann ich zu meiner eigenen Predigt Amen sagen. Aber wenn du jetzt von meinen Gedankenanstößen das eine oder andere vielleicht für dich nehmen kannst, bewahren kannst, auch in deinem Denken, in deinem Herzen, dann ist es dein Amen jetzt heute Morgen. Genau, ich würde noch gerne mit dem Kind in der Krippe, das auch gleichzeitig der Herr der Heerscharen ist, würde noch gerne mit diesem Herrn reden. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir geöffnete Augen haben dürfen für dich. Und wir wollen doch sagen, das Leben mit dir ist auch alles andere als locker vom Hocker, einfach. Wir gehen mit einer Dimension um, die ist einfach nicht richtig zu fassen. Und da vergeht uns manchmal Hören und Sehen auch. Und wir können nicht ganz begreifen. Aber du bist der Herr, Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte dich für uns alle, besonders für die merken auch, dass sie das brauchen, dass sie dich als den Herrn der Heerscharen, als den machtvollen Herrn, neu oder auch vertiefter sehen und erleben können, Herr. Und ich bitte dich hier und da und dort auch um so Kostproben davon, dass du dich offenbarst und Situationen auf den Kopf stellst, Situationen veränderst, Finsternis zu Licht werden lässt. Jesus Christus, wir wollen dir wirklich sagen, jetzt auch am Ende dieses Jahres, fürs neue Jahr, wir bleiben mit dir unterwegs. Amen.